Hey, good Owent alle. Welcome here. Welcome in Lebenswasser von der aus zu Owent. Dit is een Aunbädungs en Tauffast. Ik zie Pastor Jacob, ik zie een leidende pastor hier in Lebenswasser en voor mij is dit een eer. Dit is een Owent met jullie op te vieren, met dit wat ik wel taufen laten hier en jullie als vrienden, familie, ja's, wat is aan gekomen te mij in je sterben. Dit is wonderful. Dit is de dag wat God heeft gemerkt, waar we ons vrij en vrouw zijn. Because niet leven, wat ik bewijzen van der, dus wat ik taufen en zei, ik kan niet leven. En dat willen we van der celebreren. En zo wanneer ik zei, we gaan Aunbädungsovent, wat meen ik daarmee? Op Engels würden we zeggen worship. Worship dat meint, dat we komen bis voor God, we beten aan, we loven aan, we prijzen aan, met een gezang, met zingen, met onze muziek. En dat is wat we wel van der doen. Bis onze stem opheven en te God loven en prijzen, wenn leven zijn veranderd. En zo ik vrij me zeggen, voor die wat hier zijn, bis deze dag, dat is een Owent met leven. Veelmaal hebben we Tauffast zondag Samarias, hebben we dat in 2 Gottesdiensten. En dit had wel van lang geplant. We zeiden, we willen mal eenmaal een Tauffast hebben. We willen het zo overstellen met een deel gezang daarmee. Dat moet einfach weer een tijd zijn van aanbidding. So, wenn jullie dat interesseert, dat muziek, dat met zingen, God loven en prijzen, dit is de Owent voor jullie. Het is een Aunbädungsovent en taufen. So, wat we worden doen is, we worden aanvangen met 2 Leuten. We worden aanvangen te zingen en God loven en prijzen met 2 Leuten. En dan nadat dan wij komen en dan wij een korte boodschap hebben. En wat krijg ik aan taufen, wat op mijn Tauffast, waarom we dat doen. En zo ik wil het woord brengen. En dan nadat we de Zeugnissen hebben, wil ik gerne alle Zeugnissen mitteilen. Bis dat je weet, we hebben met hen alle getroffen en we hebben een goede tijd met hen alle gehad. Met das, was ich lasse taufen. Wir haben mit ihnen persönlich geredet, wir haben Zeugnis gehört und sie sind sich klar, sie können klar ein Zeugnis geben und sagen, ich habe Jesus angenommen, ich fange nie das Leben an, wir sind so dankbar für ihn. Und so wie wir lassen Kart auch ein Zeugnis hier sein, wir haben 9 Menschen, von denen was sich taufen lassen und some werden auf Englisch ein Zeugnis geben, some auf Deutsch, some auf Spanisch. Wir haben einen Jungen hier von Vida 180 und some von ihnen weiter, wo das ist, hier in der Stadt in der Organisation. Manchmal hat sie das selbst Tauffast, von der aus ein von den Jungen sagt, ich will mich hier so taufen lassen, die haben ein bisschen frei dort zu sein. Und dann nur die Zeugnis, wo wir einmal Feierleiter haben, und dann nur die Feierleiter können sie in Dulsaten, dort wo wir taufen. Und wenn wir alle getauft sind, wird die Leute noch ein Leid sind, wenn sie nicht getauft sind. Und so das ist der Owent, was die Länge geht. Kann alle ein bisschen loten sein, vielleicht hast du das erste Mal, was in Lebenswasser sind, oder vielleicht habt ihr das Aunbädungsovent, oder Tauffast. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann ein bisschen loten sein, wir wollen gerne Owent hier haben, in Jesus Nummer 1, wir wollen am Hochheben, am Loven und am Preisen. Nur das, was wir diesen Service hier gerne haben, hier so an dieser Seite, an meiner rechten Seite, das sind was abgestellte Bilder nehmen, Fotobooth, würde das sein. Und so dort kann ich gehen Bilder aufnehmen, mit das, was ich kann Leute taufen, mit Freunden, Familie, Eltern, große Eltern, was immer, das eine Geschmack steht, rein je mehr kriegt für ihn, um diesen Tag auch Bilder merken, und bis dort ihr dort behalten. Und so nur dort kann ich da die Bilder aufnehmen. Ich würde gleich in diesen Owent anzufangen, bis vor Gott zu kommen und Arm zu danken, wenn der Arm ist dort möglich, dort das nie leben jaft. Und so ich freue mich, abzustehen für das, und weil bis ein klein bisschen eine stille Zeit haben, und denk an die selbst, wo du bist. Und wo kommt das, dass du nie Leben hast? Nie Leben in Christus. Und das ist wenn die, Jesus. Dankeschön. Dankeschön dafür. Gott, wir kommen zu dir. Wir loben dich von der Owens für wer du bist. Du bist allmächtig, alle Kraft, alle Ehre trifft dich. Und Gott, du hast einen Plan. Du willst Jesus schenken und du schenkst ihm nach der Erde. Kleines Baby, er kam zu der Erde. Er war ab, er starb, er ging am Kreuz und er stand ab. Und er ist lebendig, dadurch haben wir Leben von dir und wir haben nie Leben. Dankeschön dafür. Und von der aus, weil wir bis ein Aunbädungsovent haben, wo wir die anbeten, die loben, die preisen, die hochheben. Was du hast getan für uns. Du hast uns losgekauft von der Sklaverei, von Sinn. Und nu haben nie het Leben. Und das haben wir bloß, because du hast am Kreuz gegangen. Wir loben dich und danken dir dafür.
In Jesu Namen. Amen. Setzt du auf den See? Wann wird das zuerst in Burg? Setzt du den Burg bewegt? In Wanne gut durch den Schofen, die Leuwung jaft mich. Nichts zu fürchten, sag ja, sie jagt mit dir. En wanneer Kampf, ik op de knooi, ik geef meine Hand. Oh Gott, kommt je hier zu dir, oh meine Angst, weil ich vor die Hand, ich sing durch die Nacht. Kommt ihr hier zu dir? Und wann du vorbei bist, wer kommt in mich du? Und Jesus, du hast mich allmählich verdient. Durch das Opfer uns, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. Du darfst in den Schott, ja wenn's jeder kommt, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. Oh, mach jetzt auf, durch das Opfer uns, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. Du darfst in den Schrott, hier wenn's jeder kommt, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. Oh, mach jetzt auf, durch das Opfer uns, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. Du darfst in den Schrott, hier wenn's jeder kommt, nicht kann durchstunden jede Kraft von unserem Gott. En wanneer Kampf, werd op de knooi, ik geef meine Hand. Oh Gott, kom je hier zu dir, oh meine Angst, weil ich vor die Hand, ich sing durch die Nacht. Oh Gott, kom je hier zu dir. Oh Gott, kom je hier zu dir. Wer sie jagt und der Gottes Sehnsucht besorgt
ach hij naai me on hij half life for me. Hij half life for me. Vim dres free. Dejas hart ich free. Hat sie Gott singt, jo singt. Drei hand half me and taxi loves me call. Wie it's gloven is in off for stop start for me. You're so strong for me. If they say now free, Dejas hart ich free. Hat sie Gott singt, jo singt. And before I sing this, just the stay for me. Hat sie Gott singt, jo singt. Der Welt von genommen, hat sie, wenn ich sag sie. Nimm was von mir, lass mich hängen. Hat sie, wenn ich sag sie. Mit der Welt von genommen, hat sie, wenn ich sag sie. Nimm was von mir, lass mich hängen. Hat sie, wenn ich sag sie. Hat sie, wenn ich sag sie. Nimm den Sinn der Frieden. Dejas hart ich free. Hat sie Gott singt, jo singt. And before I sing this, just mir steht vor mir. Hat sie Gott singt, jo singt. Before I sing this, just mir steht vor mir. Hat sie Gott singt, jo singt. Wel, ik was in type wat met jullie top down. Ik wil bes dat jij eenmaal jullie een beetje touw merken. En bes eenmaal aan denken dat je zijn God zien kent. Wat is het ganz meeste wat je hast gehoord van die vader, van die mom? Wat hier die kinderen van die? En manchmal dan recht we ons nou wat de andere mensen zeggen, tanzen wat die niet gezegd hebben. Aber horch bes mal een beetje wat God zegt te die.
Hij zegt dat du bist uit der Welt. Du bist geliebt. En hij zegt, du bist mijn kind. En hij liebt dich. Dankzij Gott für das Leben, was du hast für uns. Dat wir können dein Kind sein. Und du sagst, du hast eine Stadt von uns gemerkt. Dankzij dafür. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Amen. Je kann die Unduld sagen. Das ist nicht wunderbar? Wunderbar, dass wir einen himmlischen Vater haben, was er sagt, er ist uns gut, er läuft uns und uns ist so gut. Mir hat von der und Liebet von Taufen zu reden. Wir sind am Tauffast, wirklich erst den Fast. Ich wundere noch manchmal, wo kommt das Krieg von her, wo so nennen wir dort den Fast. Ich stelle mir immer so vor dort, wenn da wer sich bekehrt, Jesus annimmt, das gibt den Fast. Der Engel, die freuen sich. Ich denk so, im Himmel ist auch ein Fast. Der Rest von der so ist wirklich ein Fast, ein Tauffast. Wir freuen uns für die, was sich taufen lassen. Und mir hat von der wat Frauen zu beantworten. Ist some Frau durchzugehen, wat vielleicht nur von gerät wird in unsere Jugend, man als Menschen, wenn es kämpft taufen. Wenn wir kicken nach Tauffast und wo das wird getan, dann sind die Frauen eben. Und wenn wir kicken über die ganze Kirchenzeit, über die ganze Kirchengeschichte, würde ich gerne sagen, die History, dann kann es sein, dass Menschen haben viel über geredet und sind sich vielmal nicht einig gewesen, dann kriegt even wo sie das deuten. Und mir hat von der bloß ganz bosig ein klein bisschen vertalen von wo wir dort down und wo werden wir dort so down in Lebenswasser. Und vielleicht habt uns das alle, dass wir dort gerne ein bisschen besser verstehen. Und so, was wir dort verstehen kann, ut Gott sein Wort. Es sind nicht bloß Dinge, was wir uns gedacht haben, aber wo kann wir dort verstehen in Gott sein Wort und wohin da wieder Dinge, so ist wir da down. Und so die erste Frage ist, woran taufen? Das ist heute mal immer gedacht, woran würden wir taufen? Wohin macht ein Mensch sich taufen? Was lässt wir uns taufen? Woran taufen? Das ist die erste Frage. Und die Antwort ist, wenn Jesus dir sagt, dass wir sollen uns taufen lassen, in sie nun, er sagt, dass wir sollen was beweisen, ytterligere Beweis ist das, von was in uns ist passiert. Wenn wir taufen dann beweisen wir something, was in uns passiert ist. Das ist ein ytterlicher Beweis, was in uns Hart ist passiert. Wir haben Jesus angenommen in uns glauben und dort wollen wir das dann, wir haben nicht leben. Und ich denke, dass das so eine Gelegenheit, was wir haben, wenn wir Jesus annehmen, dass wir können frei leben in das Land, wir können uns taufen lassen, wir können allem sein. Ich kann nicht leben, ich sage das zu allem, das ist das Leben, was ich nu lebe. Ich lebe für Jesus, ich brauche das nicht stillhalten, ich brauche das nicht, wo irgendeine Deichel sozusagen, ich kann auch das an, was ich Christ. Ich kann bis ganz weit auf sein mit und sagen, ich lasse mich taufen aus dem Beweis, dass ich Jesus angenommen habe. Und das wollen wir taufen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, was wir haben. Mir hat hastig was falsch durchzugehen. In Matthäus 28, Vers 19, das sind sozusagen Jesus seine letzte Wort. Und er sagt es das, in Vers 19. Dann geht nun alle Völker in der Welt und merkt den Lehrlinge und deupt dann in den Namen von den Vater und von den Seen und von den Heiligen Jesus. Und das ist, was wir Lothar waren. Und wenn wir im Tank sind, da wollen wir mit ihnen reden und wir wollen sagen, wie taufen in den Namen von den Vater, den Seen und den Heiligen Jesus. In Vers 20 sagt er, jetzt wieder, sagt, lehrt dann alles zu tun, was ich euch befohlen habe und verlot euch darauf, ich sie immer bei euch, bei dem Ende von der Welt. Und das sind Jesus sozusagen die letzte Wort. Er sagt, gut rüht und merkt Lehrlinge. Er merkt Lehrlinge, tauft und geht in alle Welt und sagt Menschen das. Und wenn wir denken an Lehrlinge, das sagt hier Lehrlinge, aber auf Englisch, wenn wir das lesen, das sind vielleicht Disciples oder Followers of Jesus. Das sind die, die Jesus nachfolgen. Und dann wird gut und verteilt die gute Neuigkeit, das Evangelium, dass die Menschen, das war Jesus annehmen, dass sie mich annehmen und glauben, das ist die Botschaft. Gut rührt und merkt die Lehrlinge, das war die Glauben Jesus annehmen. Das ist Nummer 1. Und dann sagt er, dann deupt er. Und dann deupt er und dann geht er wieder in Vers 20, wo er sagt, und dann lehrt er. So, nun haben sie Jesus angenommen, und nun sind sie getauft, und dann lehrt er. Und dort wird es von herkommen, dass wir in der Kirche vielmal sagen, glauben, taufen, waschen. Das ist eine Realität. Glauben, taufen, waschen. Wenn wir können das hier klar sein in der Schrift, er sagt, merkt den Lehrlinge, dort soll zum Glauben kommen, deupt er, und dann lehrt er. So glauben, taufen, waschen. Eine andere Frage ist, wo soll wir taufen? Also es kann sein, wir haben hier einen Tank
Und die Frage ist, wo soll wir taufen? Wo macht ihr Tauf? Und wenn wir dann checken, das Wort, was das wirklich meint, taufen, das meint, dat duipen, dat meint inge dukken, nan gedeupt, dat is einfach bis ganz inge gegaan. En dat is wat dat woord meint. Ik geloof een beetje, voor de nächste vrouw wat er dan is, mank aan de mensen is, talt dat dan bloos, is het bloos jährlich, wanneer het hoofd is wat de inge gedukt is. En ik würde zeggen, nee, dat is niet bloos dat de einzige Wahrheit is, dat is niet bloos dat inge gedukt talt. Ik persoonlijk, ik zie niet inge gedukt, als ik getauft word, dat wir nicht een tank, dat wir nicht de mode aan de stad worden kunnen zijn, dat wir ook niet de gelegenheid. Mijn vriend, die wir groots ver ik mee taufen leidt, en hij trok naar Canada met zijn familie top, en hij leidt me weit nog, hij had zich laten inge gedukt, en ik dacht, oh, dat würde mir ook zo schijn gaan. Maar anyway, ik kan dat niet, maar ik zie dat mijn geloven getauft met eeuwigheten. En zo, dat talt ook wanneer du ewig gegoten bist. Wat de werkelijk taalt is wanneer du im Glauben getauft bist. Dat is wat de Unterschied ist. Wo wir dat doen, dat is vielleicht nicht ganz klar so nah, aber wie kann das hier sein, wo das in der Bibel geschrieben ist. Aber was de taalt ist, dass wir am Glauben getauft sind. Wenn du nicht ab den Glauben getauft bist, dann bist du bis not geworden. En sommige mensen geloven dan vielleicht zie ik verdammt oder nicht. Wordt niet in dort nu aangaan. Ik würde sagen, nee, du bist bis not geworden, wenn du nicht bist ab den Glauben getauft. Aber wenn du bist ab den Glauben getauft in Jesus, dat meint so viel, du bist zu der Sinn gestorben, dat Sinn des Lebens hast, hat sie gelohnt. Ich sehe, ich hier nu ab mit Sinn, ich sehe gestorben, sozusagen mit Jesus taub. Ich sehe begraft und abgestoßen. Und das ist ein Symbol, was wir brücken, wenn wir den Tank brücken hier und taufen down. Und wenn wir eine Schrift checken, dan het interessante ding is in de Bibel, als het bloos beschreven dat wanneer je tauft wordt, dat je ging in woord aan en die worden ingedukt. Wie hier keinmal in de schrift dat ze zeggen, die wordt eeuwig gegoten. Die gingen in woord aan, die wordt ingedukt. En zo dat is meer interessant, wanneer we de schrift checken. Jezus wordt ingedukt, hij ging in woord aan en dat zegt ze gingen in woord aan. En wie als Lebenswasser mir ook een Entscheidung, jaren terug, wie zeggen, wie willen een tank hebben, wie willen ingedukt, dat zal onze regel zijn, wo ik kan zeggen, onze huisregel is dat. Some andere kijken doen naar river voort, en doen op een river, some doen eeuwigheten, en we zeggen niet dat dat aardig is, en wie reich zijn, dat is niet wat we zeggen. We hebben es mal gezegd, bij Lebenswasser wel we ingedukken, wenn dat we, zoals we dat verstaan gaan, dat we een regel hier is, dat zo kunnen zijn. So dan over de laatste paar weken kijk ik uit even dag wat ik van dit red. Van hoe komt het dan her dat eeuwigheten? Dus wist dat mal hey, kom wer mal zo'n idee had bij een schrift no, dat gaan we dan niet vinden. So wer had een, hoe komt dat van her van eeuwigheten? En er zijn een paar wegen van waar dat herkomt, Christen lang terug, jaren terug, die geloofden dat wanneer ze zich taufen worden laten, met dat dan worden er zinden wegwaschen. En zo zij luren dan zo lang als mogelijk wat zich taufen laten. Dat willen het laatste ding doen wat ze willen doen im leven. Ze willen op een sterfbad willen ze zich taufen laten, wenn met dat worden er zinden zijn weggewaschen en worden ze nieuw geraad zijn. En aan de Hebreeën zeiden ze wel, wanneer het al gans op een te laat im leven is, en de mensen zijn vielleicht al alle, dat is dan al compliceerd, die im tank aankrijgen, im river aankrijgen, zodat namen ze dat we ook goed, want ze die worden eeuwigheten. En dat we ook, dat we dat jaarlijks zeiden, we hebben de eeuwigheten, dat is een van waar dat herkomt. Dat andere komt ook her van het katholische geloven. De katholische mensen, die geloofden dat muss ewig goten. En wo dat van herkomt is, zij geloofden dat kleine kinderen muss getauft, ganz kleine baby's. En zij zeiden, maar dit is aber niet goed, wanneer ganz kleine baby's in je water zijn. Dat wordt te dom zijn, zo werden we bloos eeuwigheten en dan werden we dat ook goed heiten, dus dat het ook getauft is. Dat zijn een paar oorzaken van wo dat herkomt. En wie als Mennoniten, wie komen her van de Anabaptisten. De Anabaptisten vangen mal 500 jaar terug, vangen die mal aan. En die werden opgewassen in het katholische systeem.
En dan is je niet meer katholische christen ben weer, ze een baptisten weer, fangen ze aan te lezen God zijn woord en ze zeggen op eenmaal, wieso hebben we dit te verstaan dat de kinderen met die taufen? Ze zeggen, nou, wie kunnen verstaan, wie moet op ons geloven laten taufen? En ze zeggen, we waren een paar dingen aanvangen te doen. Eén is, we willen dat merken dat we waren op ons geloven laten taufen en we waren dat vrijwillig merken. We waren dat niet in bemaat merken en zeggen, dit is de tijd, want zijn ze een tijd is, dan moet ze die taufen laten. Dat is vrijwillig op te die, want du is de rijdt verbest en ik geloof, want du hast Jezus aangenomen, de Heilige Geest woont in die, de Heilige Geest wordt die bewegend, omdat du die laat taufen met den zin van die ouderen, die vrienden, of wat immer dat is. En zo, dat is wat ik ook geloof. Ik geloof dat je de taufe zal op een geloven zijn en van die is veel nieuwsgierigheid te mij taufen laten. De andere vrouw is dan wat ook opkomt, wem zal we taufen? Dus wer soll sich taufen lassen? Wem soll wir taufen? Und dann gehen wir terug naar wat Jezus sagt, hier in Matthäus 28. En dat zegt, die wanneer geloven hebben, wanneer je Jezus aangenomen. Nummer 1 is wanneer du geloven hast. Wanneer du dat klar bekennen en met die Müll einfach bekennen en een Zeugnis hast en du kannst sagen, ja, ik heb Jezus aangenomen en ik wil mij taufen laten. Dat handelt zich niet zoveel om wat van Allah. Ik geloof mij allemaal, dan checken we al een beetje aan wat van Allah zijn. Die zullen nu al beeld zich taufen laten doen wat van Allah die is. En ik geloof dat heeft mij met te doen met, ik weet dat heeft met dat hij geloven heeft. Die wer geloven heeft, zal zich taufen laten. Niet zo zeggen, hoe oud is hij? Is hij 13 jaar oud, 18 jaar oud, of 25, of wat immer dat Allah is. Check plus, we hebben nog check die wat de geloven heeft. Die zeggen wie die wel wie taufen. Sommigen die kijken naar Allah. In onze jeugd hebben we dat ook gewaand, dat mensen kijken manchmal naar, wanneer ze meest rijdt zijn te bevrijden, dat ze zich te bevrijden willen taufen laten. Dat is ook niet een ganz rechte oorzaak te taufen laten. Sommigen zeggen vielleicht wel, we zijn in de kerk, ik wil part zijn van de kerk, dan zal ik mij taufen laten. Dat is ook niet de rechte oorzaak. De nummer 1 oorzaak is, wanneer du geloven hast. Wanneer du geloven hast en du dat kannst bekennen, dan zullen die taufen laten. Niet, wanneer du eerst perfect bist, wanneer du alle dingen kannst recht doen en zeggen, oh, ik wil mij nog niet taufen laten, ik heb Jezus aangenomen, ik wil mij nog niet taufen laten, ik wil eerst mijn leven zijn ganz in ordnung te krijgen. Nou, wanneer ik eerst ganz recht leef, dan wil ik een dag zijn dat ik mij kan taufen. En wanneer we wel luren, dat we perfect zijn, dat we perfect zijn, dan wordt keiner van ons hier getauft zijn. Wenn wir sind nicht perfekt. Er sagt, wir sollen uns, wenn wir an Jesus glauben, und dann kommt taufen, und dann kommt waschen. Und ich glaube, wir haben das mehrmals so gehört, dass wir haben vielleicht wem gesehen, hat Jesus angenommen, und dann haben wir das mit auf eine Probe gestellt, und gesagt, okay, nu hast Jesus angenommen, und nu wollen wir erstmal sein, wo du willst leben für das nächste Jahr. Und die auf eine Probe stellen, und wenn du reich willst leben, dann wollen wir die taufen. Und dann wird das mit alles so sein, so glauben, und dann wollen wir die testen, und dann wollen wir die taufen. Aber das ist nicht so, dass es nicht reagiert. Glauben, taufen, waschen. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel von das, in Apostelgeschichte 8. Das ist hier von einem hochbeamten Mann, das ist ein Mann, der für die Government schafft. Die Geschichte jetzt, das sagt, dass er reist von Jerusalem zurück nach Europa, nach Afrika, meine ich, nach Äthiopien, würde es gerne sein, aber von der aus Afrika. Und so, er reist mit einer ganzen Herde Menschen, das ist hochbeamter Mann. Und dann sagt der Heilige Geist zu Philippus, das ist ein Diakon, ein Lehrer in der Kirche, und der Heilige Geist sagt zu ihm, geh nach den Mann und geh dicht an den Weg, wo er fährt und wo er reist, und red mit den Menschen. Und Philippus, der kommt dicht bei, und dann auf einmal dann hört er diesen Mann, der liest in der Schrift, der liest in Jesaja, dort wo wir die Geschichte abpicken, das ist in Apostelgeschichte 8, Vers 35, da sagt, dann fängt Philippus Krieg mit der Schrift steht an und predigt das Evangelium von Jesus. So, Philippus, der geht dich bei und er hört auf einmal, das Mann, der liest da. Und dann geht er dich bei und er fragt, kannst du verstehen, was du da liest? Weißt du, was du da liest? Und dann, was mir interessant ist in der Geschichte, das hochbeamte Mann, der sagt, nee, ich weiß nicht. Wo kann ich weiten, wenn keiner mir das auslegt?
wenn keiner mir sagt, wo weiß ich dann, was ich da lese? Und dann fängt Philippus an und fängt an zu predigen. Und er predigt an das Evangelium von Jesus. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Jesus kam nach der Erde, er starb von Sünde, er betont, er stund ab den dritten Tag, dort wir leben können. Vers 36. Sie reisen wieder und kommen bei einem Wutter. Und der Mann sieht, das hochbeamte Mann, er sagt, check, hier ist Wutter. Warum soll ich mich nicht däupen lassen? Und hier ist ein interessantes Ding. Philippus sagt in Vers 37, er sagt, Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann ich das tun. Und er sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Und so, dass wir glauben, und als ich glauben wir, dann sagen sie das Wort an. Er sagt, wo soll ich mich nicht taufen lassen? Und er sagt, wenn du von Herzen glaubst, dann kann ich das tun. Hier haben wir die Geschichte, wo wir können sagen, dass wir glauben und dann taufen. Und Vers 38 sagt, dann befahl er den Vormann, der war vorne, der sagt, der soll still halten. Und Philippus und der Mann stehen beide rauf im Wutter nehmen und er däupt an. Und so, dass wir glauben, taufen. Vers 39, er kam mit dem Wutter raus, der Philippus, das sagt, der erste Name Philippus war, und das Mann, der ist mutig war wieder. Nu wieder Zeit zum Wassen. Nu hat nie leben, der Heilige Geist, der lebt in ihm. Und so hat glauben, hat sich lassen taufen, und nu reist er mutig, hat ihn weich wieder. Und hier kann das sein, dass wir somebody, was Jesus annehmen, in selben Tag, leitet sich taufen, und er reist wieder. Und so das zeigt nicht, dass er ein Glied wird in einer lokalen Kirche. Und ich will jemand sein, der wird sich hier taufen lassen, der dann nicht, dass er ein Glied war hier von der in der Kirche. Wir glauben, das sind zwei verschiedene Dinge. So das zeigt nicht, dass er ein Glied wird in einer lokalen Kirche. Vielleicht wird es auch nicht zu der Zeit, dass so viele Kirchen wir, als die Kirche anfängt, aber er wird ein Glied in Jesus Christus. Ich bin Christi, wie wir, als wir junge Lied, wir wohnen in den Städten, wir begehen dort mal einen Sonntag in der Kirche, wo ein Mann auf Pferde kam, ein großer Mann, und der Prediger, der hat ein Altar call, der sagt, wer Jesus will annehmen, kommt nach Pferde, und auf einmal kam das große Mann auf Pferde und sagt, ich will Jesus annehmen. Und wir in der Kirche, wir bleiben da alle satt, wir in der Kirche, ein paar hundert Menschen, und so, das hat genommen Jesus an, sie beten dort auf, und der Prediger ging nach und er sagt, das hat von der Jesus angenommen, und der Tank ist sie hat das mit anders abgestellt, das was wir haben. Und der Mann wird krank, den Sonntag durchgetauft. Und dann wird gesungen und sich gefreut. Glauben, taufen und dann waschen. Und wir sehen, das was passiert. Das andere Ding, die andere Frau, was vielleicht man ganz auch ist, ich werde getauft, für ich glauben hat an Jesus. Dus in onze jeugd, glaube ich würde das begehen. Manchmal, dass Menschen sagen, ich werde getauft, für ich glauben hat an Jesus. Kann sein, sie sind getauft als ein Baby, wo sie nicht in Glauben hat, oder die wird getauft, wenn dat wir müde, oder will sich befreien, oder was immer ist. Was soll ich dann nu tun? Und in Epheser 4, Vers 4, oder Vers 5, da sagt er, dass ihr habt mal ein Haar, ein Glauben und eine Dope. Und was Paulus hier dazu sagt, ist, dass ihr habt ein Gott, ein Glauben und einmal taufen. Und so, wenn du die hast, taufen, ab den Glauben, dann braucht er bloß eine Taufe. Aber wenn du nicht hast, die ab den Glauben getauft, dann bist du wirklich nicht getauft, dann bist du bis not geworden. Denn einmal taufen, ab den Glauben, dort liegt Tau. Wir haben eine Geschichte, eine Apostelgeschichte 19, von Vers 1 bis 5. Ich war ein bisschen bosig mit Eva gehen, aber das ist eine Geschichte, wo Paulus in Korinth reisen deed und er kam durch die Hochländer nach Ephesus und dort traf er was Jünger und er fragte, hier den Heiligen Geist ist hier zum Glauben gekommen? Und sie sagten, nee, wir haben noch niemals gehört, dass da ein Heiliger Geist ist. Dann sagte er zu ihm, worab war je dann gedaupt? Sie sagten, ab Johannes seine Daup. Paulus sagt, Johannes seine Daup wie ein Daupen dort, dass je umkehren soll, damit sagt er zu den Menschen, dass sie an den glauben soll, der nur am kommen wird. Dort ist Jesus Christus. Basically, was Paulus hier sagt, ist, so ist die Taufe, was Johannes dann dort wir bist, dass die sollen weiter, dass Jesus, der wird ein Tag kommen. Aber ich habe nicht Leute taufen. Wie würde sagen, okay, dann Leute sich hier noch einmal taufen, wenn in Vers 5 sagt, und es sei dort Hirten, leiten sich auf den Herrn sie Nomen deipen. Niemand, wenn wir hat sich zweimal Leute taufen, und Paulus sagt,
wenn je an Jesus sie nom gleiben down, dort als die Taufe wird der Tal. Ab Johannes sehen, dort wir bis zum dort die Arm drehen soll. Und dort wir bis dort, wird Johannes dort sein, dort Jesus der wird kommen. Und so sie leiten sich taufen ab Jesus sie nom, in Jesus sie nom. Und so das erste Mal, was sie sind im Wuttern angegangen, sind sie bloß not geworden. Aber dann leiten sie sich taufen, ab Jesus sie glauben. Und so taufen ohne Jesus Christus ist bloß not worden. Das war das. Aber mit Jesus Christus, dann braucht er bloß einmal und braucht sie einmal taufen lassen. Vielleicht sind da verschiedene Wege, Eva jeuten ihre enger Döcken, wie down hier enger Döcken. Und das wird wie wel down hier ein Lebenswasser von der auch. Ein Ding, was ich will mitgeben hier, für die, was sich taufen lassen von der, und auch von uns Evangelium, bis zum uns denken halten. In Reimer saß, Vers 1 bei Feier, und da sagt was soll wir dann sein? Soll wir bin Singen bleiben, dass die genau durch geraten wird? Ab kein Weg. Wo soll wir, die wir für Sinn tot sind, da wieder bernen leben? Oder weiß ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, und sie dort angedeupt werden? Wir werden durch den Deupen mit Taub im Tod begraben, so als Christus, durch den Vater seine Herrlichkeit könnt vom Tod abgeweicht worden, können wir in ein neues Leben wandeln. Und so für jemand hier von der, was sich taufen lassen, ich will jemand Mut sprechen, diese Farge im Denken zu halten, dass wir denken, dass wir sind durch Genot serviert. Und ich habe dann wieder bleiben beim Singen, ab keine Weg. Ab keine Weg nicht, sagt, hey, wir sind mit Jesus taub begraben, wir sind eingegangen mit Jesus taub zu sein, wir sind abgestoßen zum neuen Leben und wir bleiben nicht mehr beim Singen. Das Leben, das verändert, das ist ein neues Leben. Und das neue Leben wollen wir von der bloß einfach zelebrieren. Mir ankert hier hastig nach ein paar Stunden zu gehen, für uns Evangelium. Ein paar Frauen, ein ist, hast du das im Glauben? Wenn du hier bist, hast du, Nummer 1, bist du im Glauben, hast du Jesus angenommen? Das ist die erste Frage für uns alle. Bist du im Glauben? Nummer 2 ist, bist du im Glauben, bist du gerat, aber du bist nicht getauft, was ist der nächste Step? Ich würde sagen, also ich finde es mählich, dass die Kosserei merken, zum die taufen lassen. Bloß einfach zum Wiesen lassen, ich lebe in das neue Leben. Ich habe ein Stück getragen, wie einer, der sagt, well, ich sehe gerade, ich habe Jesus angenommen, und ich kann mich nicht taufen lassen. Was dabei was wird zu mir passieren, würde ich danach gerne am Himmel kommen? Und ich sage, ja, die Antwort ist, ja, du wirst am Himmel kommen. Er sagt, wo weißt du das? Weil ich sage, ich weiß das nicht, aber der Mann, der besiegt, Jesus wie am Kreuz, der Leute sich nicht noch einmal taufen. Und Jesus sagt zu denen, von der, was du mit mir im Paradies sein. Die Taufe, das ist ein Beweis, ein üterlicher Beweis, was an uns ist passiert. Ich glaube, wenn die hier am Kreuz die alleine nicht gehabt haben, sich taufen lassen, die wird haben. Aber Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und so, wenn wir uns taufen lassen, das ist ein Beweis, wir haben ein neues Leben. Und so, wenn du gerat bist, wenn du hast Jesus angenommen, dann lass die taufen. Sign die ab, dass du die kannst, lass die taufen. Wenn du Jesus hast angenommen und du bist getauft, und du wirst sagen, dort würde ich sie bleiben. Ich habe Jesus angenommen, ich habe mich taufen, aber ich habe nicht gewaschen. Ich bin krank durch Stunde geblieben. Dann will ich die auch mal sprechen, fang an zu waschen. Sieh die fremd, fang somebody ran, die kann halten, fahr nach der Kirche, sie in der Kirche am Sonntag Samarias, lese die Bibel, wie kann es selbst uns lehren und waschen und wiederkommen. Bleib dort nicht, wo du bist. Nimm den nächsten Stopp, damit du kannst waschen. Was wir haben getan ist, in diesem Jahr, wir haben was Klassen gemerkt, für die, was sich taufen lassen, nur dem, was sie getauft sind. So, nächsten Sonntag hast du eine Klasse für jeden alle. Und wir freuen uns, dass du da warst, ab der Klasse. Wenn wir glauben, taufen und dann kann waschen. Und so wir haben ein Bücher gemerkt, hat Gott mit geschafft, Pastor John hat mit geschafft, und Pastor John wird nächsten Sonntag die Klasse leiten. Und so kommt noch diese Klasse. Für uns alle, weil wir wiederkommen, weil wir nicht da bleiben, dass wir nicht waschen dürfen. Wenn hier somebody else von der und sagt, ich sehe ihr Rat, ich habe Jesus angenommen, ich sehe getauft, ich habe gewaschen, ich komme Gott wieder, was soll ich tun? Ich kann eine Antwort für ihn auch. Hier ist das so, und das ist die Geschichte, der Philippus, der ging nach den Mann und fragt, kannst du das verstehen, was du da liest? Und auf Englisch sagt er, no, how could I if no one
explains it to me. Wie kann ich, wenn keiner mir dort uitlegt? Und wenn du gewachsen bist, all im Glauben und du bist wiedergekommen, dann glaube ich, dann sollst du dir sagen, was nach den Nächsten wird gehen und sagen, hey, kannst du das verstehen? Kannst du das Evangelium verstehen? Weißt du, was das meint? Und wenn ich sage, nee, mir hat das noch keinmal wer gesagt, dann kannst du sagen, das ist, was das ist. Dann vertell ihm das Evangelium. Jesus, der lebt ihm, Jesus ist gestorben für ihn und seine Sünden alle betont. Und so das ist die Feierstauben für uns alle, wo wir gerne leben. Alright, so das nächste, wo wir die Zeugnisse haben. Und wo wir von Ernst ein bisschen gehört, wo Geschichte. Und so sind wir bereit für das? Alright, so ich glaube, das erste ist John Kran. Wirst du noch kommen? Good evening. Ik ben John Kroon. Een klein beetje van mijn hintergrund, als ik opwas, ik wist van God, maar ik ken hem niet persoonlijk. In mijn Jugendjahre leefde ik ook in schreckliche Zin, zoals homosexuality, drugs en veel meer. Dan in 2017 wilde ik mijn Jahrlands befrieden. En we gingen dan bij de gemeente bij, door de Taufe, van der ik dat niet een Taufe. Zoals ik nu verstaan kon, dan is een Taufe en wat aan de. De gemeente wie ook zeggen met ons dat evangelium van Jezus vertellen, maar ik kan dat niet verstaan, dat het ook voor mij weer. En we zijn dan ook streng geleerd dat we moeten Taufen te bevrieden en we gingen dat durch. De bij mijn tijd is een zware tijd geweest voor mij en we bevrieden ons. Im Hintergrund dachte ich, dass, wenn wir uns würden befreien, dann würden all meine Troubles sich lösen. Und ich würde mal normal sein. Aber das wird nicht so. Dann wird Jahren wieder und 2019 hatte ich die Gelegenheit mit vor einen neuen Mann getroffen, Men's Encounter. En dat deed wat den tweede dag dat ik dus zat en zei te mezelf, voor mij is allemaal al geen hoopning. En ik bleek taub en hield en een van de dagen kwam door in de verzameling naar mij en vroeg als hij voor mij beden kan. Ik zei ja, ik weet al niet graag wat hij alles beden deed, maar ik weet ik weet al niet graag wat hij alles beden deed. Maar ik houd mijn ogen toe en wil hij beden deed, dan wird het dus een levende stroom wat ik hem in mij naam. En vandaan aan wist ik dat ik waar geboren weer en mijn leven heeft vandaan aan zeer geändert. En ik ben vrij geworden van schminken. En ik heb ook geleerd zelfs te controleren en vele meer dingen hebben geändert, wat bloos door den Heiligen Geist gekomen zijn. En als ik een verlangen kreeg, mij Leuten op mijn waargeborenen glauben te duiken, heb ik dat ook zeer aufgeschoven. En heb ook kunnen voor wat jaren. Maar je dalle ik toen aankijken dat wordt de Taufe bedient, wordt de verlangen gratis. Zo, deswegen zijn ik hier van deel. Zum Gott gehorsam zijn en de Welt wiesen, wat passiert is im Geistlichen. Gracias, bendiciones. That's awesome. Oh, son muchas personas. Yo desde que era pequeña estuve en el camino de Dios, gracias a mis papás, en especial a mi mamá, que siempre me trajo a la iglesia, me habló del camino de Dios y me aconsejó para acercarme más a Él. Aún así me alejé muchísimo de Dios. Tomé como un hábito venir a la iglesia y olvidarme de Dios toda la semana. Y decía, ay, pues ya fui a la iglesia el domingo, ya, ¿para qué busco a Dios? Y ya voy a la iglesia otra vez el domingo y ya toda la semana estoy bien. Pero no es así, porque tener una relación con Dios es la cosa más maravillosa que existe.
Mi mamá siempre me dijo que me bautizara, pero yo siempre le dije que cuando yo me bautizara fuera porque Dios me habló para bautizarme. Un día mientras estábamos en la alabanza, le dije a Dios que me diera una señal para bautizarme. Y cuando se terminó la alabanza, subieron a decir que el 1 de septiembre iban a bautizar, y no dudé ni un segundo en que esa era mi señal. Pero me sentía tan sola y vacía que sabía que tenía que tener una relación muchísimo más cercana con Dios. Y por eso el día de hoy estoy aquí queriendo seguir a Cristo el resto de mi vida. Yo les quiero decir que por más difícil y feo la estén pasando, no se alejen de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos, y si no cuidas tu relación con Dios, sientes un vacío inexplicable, que algo te falta, no sabes qué hacer, no tienes una guía y te falta paz, porque cuando te alejas de Él no le encuentras sentido a la vida. Cada proceso sin Dios es más difícil. Si te alejaste de Él, vuelve a buscarlo y vas a ver un cambio grandioso en tu vida. Sanar con Dios es algo lleno de paz, porque en su palabra vienen muchas cosas con amor hacia ti y es la mejor cura. Con Dios te puedes desahogar, Él nunca te va a juzgar, Él más bien te va a escuchar y no se lo va a contar a los demás, Él simplemente va a sanar. A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué permites que pase toda esta tristeza y dolor? Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9 dice: pero ahora estoy contento porque en esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Dios simplemente quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo desde pequeña he vivido cosas que me duelen bastante y he tenido muchísimos traumas. Pero sé que en el camino de Dios voy a sanar porque Dios es grandioso. Entonces, por más duro que la estés pasando, no te alejes de Dios. Alejarte no soluciona nada. Es cuando más lo debes buscar y tener una relación con Él. Jeremías 29:11 explica cómo Dios nos recomienda actuar en situaciones malas cuando lo queremos culpar de todo lo malo que nos pasa. Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien, para darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, y siempre y cuando me busquen de todo corazón. A pesar de que no lo entiendas, Él te da la respuesta a todo. Si lo buscas de todo corazón, Él tendrá un plan perfecto hacia ti, porque Dios es la calma en medio de una tormenta. Gracias. Awesome, thank you. Hi, good afternoon. And today I want to tell my story of why I'm here, and I want to let myself baptized. Since I was a baby, my parents would take me to church, and since very young on, I accepted Jesus as my Savior. But in that time, I didn't really understand, or I didn't really have like a relationship with Jesus. But when I got a teenager, it got more personal. But when I was like 15, I got really hard times and a lot of pain, and pushed God out of my life because people would tell me that it was because I didn't trust God enough and that He didn't listen to me. But later it was months that my situation got worse, and then in one night, I knew that I couldn't keep going like that, just through a lot of pain and without Jesus in my life. But then I got back to Jesus again, and since that moment, something changed. Something changed in me, and also in my day-to-day. And I would like to say that I know that I'm still a sinner. I recognize that I have made a lot of mistakes since very young on. But I know that Jesus has mercy for me. He has paid for all of my sins. And also that He has helped me He has helped me with going through a lot of things and pain. And also
I wanted to share one of the Bible verses. It says, I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:13. And I also want to say that don't push God off your life, because that is going to make things worse. Trust God in everything. And yeah, and also want to say that if you guys are in a really bad situation, I know that, like as the other girl said, that all times in God it's perfect. So like we should trust God in everything and not just pushing Him out of His life. So yeah, that's everything what I wanted to say. Thank you for listening to me. Yeah, thank you. Good evening, everyone. Ek zijn David Niefeld. Ik kom hier van jou 12 minuten als een bewijs dat ik Jezus Christus aangenomen als mijn persoonlijke heiland en redder. Dat ik wel voor hem leven en wieder met hem te hopen en geloven wozen. Dankeschön. That's awesome. Buenas noches a todos. Ik wil je een klein beetje vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. Ik weer ook een zin geboren, zoals we alle zijn. En dat bedient alle aan mij. Zo ik weer selfish, leicht beleidigd, had leicht angst en weet niet hoeveel meer ik ken. Hij mij heeft van vrij gemerkt. Ik leg God al aan, maar ik dacht, wanneer ik wil ganz voor God leven, kan ik niet meer van hem. En ik hoor en haar nacht leicht angst voor boring zijn. So dat helpt mij terug van mijn leven naar omgeven. Maar ik is een dag, mij zei je gegruld hoor een dag, beten weer in de schweiтерij en wist niet als ik wil leven blijven. En dan dat antwoord, dat weer bloos ans e-shop, dat de ijsmelk. Dan wist ik had geen vrede in mijn hart. Dan geef ik mijn leven God aan. En dan dat het dan ook verboring zijn. But believe it or not, ik kan nu dem al veel meer van je hoort als vorher. Ja. En met een God dat ik kan leren, zijn ik aangeworden, heist niet meer vielleicht boring. I mean, kijk plus naar zijn natuur. Als je een ding boring, nu waar ik niet veel mensen naar de head kan om God leven. Wegen wie kan ze aanran, wanneer het hulp fehlt. Op deze wereld zijn allemaal troubles en zware tijden. Aber wie wat nu God kan ran, kan het bloos een paar stoppen leichter durchgehen. Wegen wir haben himmlische Hoffnung und weten dat diese Lieden sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, was uns versprochen ist für nur das Leben, nur Römer 8:18. Und wir haben den Heiligen Geist, was uns nervös allein lässt. So ist diese Schrift Martian-Schrift. Wenn die Menschen begreifen würden, wer Jesus wirklich ist und was er für ihn getan hat, würden bloß die kaltblütige Zweifel an ihr Leben unternehmen. Und weil wir nicht einmal an dem Winner-Team sind, in Christen fühlt sich auf dieser Welt fern ein Loser. Aber wir wollen, dass Jesus Haffel gewonnen. So wenn wir gewinnen wollen, müssen wir sein Weg choosing. Wenn wir als Christen auch Fehler machen und jeder Tag versiegt werden, haben wir über einen Lawyer, der uns begat, Gott sprach, und das ist Jesus. Er hat uns auch die Waffen zum Starkstun und gegen den Enemy kämpfen und siegen. Ich werde die Versen hier überlesen von Ephesus 14:17. Steht fast mit der Wahrheit am Jund aus dem Gard und der Gerechtigkeit vor Jund aus dem Brasschild. Das Evangelium, das den Frieden bringt, trägt unsere Show ab jene Feit. Aber alles nimmt den Glauben aus dem Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Fällen nicht durchschauen kann. Keine Radung sagt ihn ab aus dem Haut und Gott sein Wut aus dem Schwert, das der Jesus ihn gibt. Ich will mir nur ein aus dem Beweis, dass ich glaube, dass Jesus ist gestorben für meine Sünden und hat mich vom Tod gerettet. Gracias. That's awesome. Thank you. Good evening, hola. Ik kom van de Lunthofen en die noem Jesus Christus. En ik carry on die noem dus mijn rara. That's all. That's awesome.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Miguel y hoy me quiero bautizar porque yo he aceptado a Jesús en mi corazón y quiero seguir por el camino de Él y pues aceptarlo en mi corazón y cumplir el propósito que Él tiene en mí y seguirlo. Eso es todo, gracias. Está bueno. Gracias. Hello, my name is Cameron Fast, and I'd like to talk a little bit about my testimony. I was around 5 years ago at Standard Bibelschule, and on Thursday night they do this thing where a campfire where the whole Bible school sits around the campfire, and they have a sermon, and at the end of the sermon they say, there's a bunch of group leaders, and they say, go to the group leaders if you want to give your life to Jesus. So that year I was like, I have to give my life to Jesus. And I was just there. I was like, oh, I have to do this. And I waited too long and it didn't happen. Next year came, same thing. I was like, oh, I have to give my life to Jesus. But my friends were there. I'm like, oh, what are my friends going to think? So I'm like, well, I'm going to wait another year. And I waited another year. The next year I was there. I'm like, this is the year I have to do it. There's no way I'm not doing it this year. I was sitting down and I was biting my nails. Some of my friends saw it and they're like, do you want to go? And I'm like, yeah, I want to go. So I went to the group leader and she prayed for me, and that's when I gave my life to Jesus. That's awesome. And then that was the best thing ever. Yeah. Around a year later, the challenges started to happen. It was very tough seeing what I was going to be in life. The questions started appearing, temptations and everything like that. And there's a couple verses that helped me get through it, which is first one, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. And another one, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor railers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. And one more, which is Isaiah 43:18, that stuck with me since I think I was 8 or 9 years old, which is, forget the former things, do not dwell in the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. That's awesome. Thank you. Good job. Hey, take your Bible. That's awesome. Good job. Hello, my name is Yannick, and I want to share a little bit about my testimony. I grew up in a Christian household, which I'm super thankful for, and I believe in Jesus for as long as I can even remember. When I was 7 years old, I also went to this Christian camp where I also accepted Jesus in my heart. But the problem was I didn't change anything about my life, and I lived just like I used to. And I think it was because I didn't want anybody to have control over my life, and I wanted to make my own decisions. This went on until I was 11 years old, when I realized that something was wrong. I was really scared of the thought of death, and I knew that the only thing that could save me was God. Today, I want to get baptized as a sign that I want to give my 100% to Christ and fully live for Him. Thank you. That's awesome. All right, very good. Så det nästa var vi vårt Aunbädungs har vi vår feierleider har, and it's an Aunbädungsovent. And an det fjärde light, das will vi vår anfang zu taufen. And vi var ju en Frau und Dul zu sagen zu der Zeit, dass jeder einer sein kann. Und aber hier für die nächste
feierleider, wer immer wel, kon opstaan, stod op. En so vi vil godt loven en prijzen met disse top, wat de har Jesus aangenomen. En so please stod op, we hebben aanvangen te zingen, we hebben godt loven, am danken voor het nieuwe leven. Vi har disse Menschen het Zeugnis hier en dat is weer einfach te celebreren, te einfach Gott loven en prijzen. Het team wat ons leiden voor some leider en dan waar we en taufen. Säkerligen en förloren bil. Din egen vård, det är min tus. Du vill stå en basierkrag nu. Habt jeder Borg en jeder Tor. Du hjälps mig ihop en alle tid. Du vill gå den basierkrag nu. Je zijn du best fru. Je zijn waar du leven bringst in nu. Bring ik die prijs, wing du best würdig. Gott du best voor alle wereld. Ik weet dat du houdt din woord. Geschichten kon ik vertellen in nu. Bring ik die prijs, wing du best würdig. Gott, du bist voor alle wereld. Verläufst den Traum en wild zo kiet. Die leven leeft, du hand voor mij. Wir schraden dan en bas raden nu. Sogar de dood, wir nicht doorheen. Je want zing haar. Sonst bring Opperston und dann Opperston und Opperston und dann Opperston und ich kann je sollen du best drie. Je sollen wo du Leben bringst in nu. Bring ik die Plätze, bring du das würdig. Gott, du bist vor aller Welt. Ich wollt dort, du hältst din Wut. Geschichten kann ich vertellen. In du bring ich die Plätze, bring du das würdig. Gott, du bist vor aller Welt. Zijn du best goed. Ik ga je zijn du best stort. Ik ga je zijn du best tru. En ik zie je terug. Ik word het nog waar zijn. Ik ga je zijn dat du loopt. Ik ga je zijn dat du houdt. Ik ga je zijn dat du raadt. En ik zie je terug. Ik word het nog waar zijn. Ik ga je zijn du best goed. Ik ga je zijn du best stort. Ik ga je zijn du best tru. En ik zie je terug. Ik word het nog waar zijn. Ik ga je zijn dat du loopt. Ik ga je zijn dat du houdt. Ik ga je zijn dat du raadt. En ik
Welt doppelt so groß. Min Gott, heuer noch Steine war. Du hast Frieden in den Heim sehen Hüts. Du hast Frieden in den Heim sehen Hüts von dir. Und wie wollen nicht lausen. Wie singen die Press. Du hast Frieden in den Heim sehen Hüts. Sag ja, als Gott in dieser steht. Und wie wollen nicht lausen. Wie singen die Press. Wie wir im Brackers, die sind wie kärnäcklich, wie wir gefangen, aber nu sind wir frei, vi sind förgift und genommen, der Knolles gekocht, låt den Horn sin hus pressen. Wie wir im Brackers, die sind wie kärnäcklich, wie wir gefangen, aber nu sind wir frei, vi sind förgift und genommen, der Knolles gekocht, låt den Horn sin hus pressen. Du hast Frieden im Horn sin hus, du hast Frieden im Horn sin hus von dir, und wir wollen nicht aussehen. Wie singen die Press, du hast Frieden im Horn sin hus, sag ja, als Gott in dieser steht, und wir wollen nicht aussehen. Wie singen die Press, du hast Frieden im Horn sin hus, du hast Frieden im Horn sin hus von dir, und wir wollen nicht aussehen. Wie singen die Press, du hast Frieden im Horn sin hus, sag ja, als Gott in dieser steht, und wir wollen nicht aussehen. Wie singen die Press, wie singen die Press, wie singen die Press, wie singen die Press, jo, wie singen die Press. De nächste Leute, wat wir wollen singen, als gläubig in ferner Ungedenk. Du wir morgen, wenn es nun wie vielleicht nicht kann, denn sie nun als Jesus. Hij bejängt uns, hij ward uns Radar. Und ich habe dankbar sein von der uns Owents Krag für dort in ihr Leben, was er anbieten hat. Hack von da Ende nach, hack sich nur ein Versteck, der soll als moin. In det Jahr war schwach. Hack drauf mit min Mann, je
music hade en kärring gemacht sig från då tåfet till lute. En den nästa part från det service, jag kan inte alla dolsate. Det worship team, vi var till bove bliven, vår musik spela. Och vi var ons bis alla matfrij en med dessa taup celebrera.
bloß noch einmal alle Tag abstehen und noch einmal im vollen Holz singen, Gott loben, preisen für den Engerscheid, was heute in Lebensmorgen ist. In dem Fried von mir nimmt, sagt, da kann ich Hüserte sehen. Dank ich dir da, dank ich dir da. Von der Stamm, wo der Kind, muss der Stamm was von Angst, wo der Hubling im Hortwelt verstehen. Dank ich dir da, dank ich dir da. Von Danksagung, das mir Leut von sich, verlass mir mir wer Axt, du ab in Axt spiel, den Engels im Tiefsten mit Rein gehoben nur die. Ich freu mich im Hort, ich freu mich im Hort, ich tanz in die Scheunheit und join am Ernst von mir. Ich halt mich weg von dem Fest. Die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, die Freude in dem Horn, ja, Mikro. Ich hier niemand sagt, ich hier niemand sagt, ich halt mich weg von dem Fest. Ich freu mich im Horn, ich freu mich im Horn. Geld dort wie kein Taubkuh und dort Jesus, Gott, von der haben wir Lebens verändern wird. Amen. Dankeschön für Rüd. Komm ich weiter aus, es viel wird für die Taufkandidaten, die hier sind. Ihr weiß, was die sich taufen. Dankeschön für hier sein, für Ernten und Staaten. Das sei viel wird.
Das Gebetsteam wird hier fern sein. Wenn du hier von dir sitzt und du sagst, mir fehlt Jesus. Mir fehlt Jesus. Das ist der Moment. Das Gebetsteam ist hier fern, damit die auf den Stopp wiedergehen. Und dass du kannst den Frieden haben, der Frieden wird über alle Verständnis jetzt. Dass du kann Part sein von der und Part sein von der Dritte. Gottes Dankeschön für Rückkommen, die sind entluten. Gottes Segen, Matt Jünd, hat einen guten Abend.